Herr Zimmermann, als Banker stehen Sie zurzeit ziemlich unter Druck. Die Herausgabe von Bankdaten an die USA ist gemäß Gerichtsbeschluss illegal. Das ist gar kein Problem. Der Bundesrat Merz hat ja klipp und klar gesagt, dass bis jetzt physisch noch keine Daten an die USA geliefert worden sind. Was heisst denn das physisch? Sind elektronische Daten physisch? Wo denken ihr her? Unser Institut hat natürlich die effizienteste Datensicherung, die man sich vorstellen kann. Und elektronische Daten sind unsicher. Wie werden dann die Daten gesichert? Mit einem sogenannten Human Backup. Herr Bischofberger, kommt schnell in mein Büro. Sämtliche Kundendaten sind in dieser Person gespeichert. Das heisst, der Herr Bischofberger hat alle Daten, Kontostände und Nummern auswendig gelernt. In diesem Kopf sind die absolut sicher, solange er nicht physisch in die USA reist. Oder auf Guantanamo. Ich kann einfach eine sehr hohe Lebensversicherung abschliessen. Selbstverständlich ist er gegen Datenklau trainiert. Der rückt nichts raus. Schaut mal. Was ist der Kontostand von Bill Gates? Sag ich nicht. Sagt er. Probiert es doch selber einmal. Hier. Nehmt die Zange und tut ein bisschen klemmen. Und dann fragt ihr ihn aus. Ja, Entschuldigung. Au! Der Kontostand von der Sarah Palin. Meine Lippen sind versiegelt. Darum redet man von physischen Daten. Und solange es auch nicht am amerikanischen Geheimdienst einfällt, ist das Human Backup absolut sicher. Chin, chin. You are the most attractive human backup I've ever seen. So etwas Schönes haben mir noch keine Frau gesagt. Du Scharfschnitte, du. Du kannst so gut erzählen. Tell me more about these wunderbaren Zahlen von dieser Bank. Die Brosche sieht aus wie ein Mikrofon. It's a diamond. The girl's best friend. Erzähl weiter. Immer so die langweiligen Zahlen. Ich weiss noch viel mehr. Weißt du, wo der Osama Bin Laden wohnt? No. Im Chalet von Polanski.